Annie riss sich aus ihrer Benommenheit und raffte Mappe und Geräte zusammen. »Hammer-Interview«, rief ihr der Tontechniker zu, als sie an der Regie vorbeiging. Sie lächelte ihm zu und lief den Gang hinunter zum Redaktionssaal. Ihr Handy und ihr Tablet summten alle paar Sekunden. Als sie sich durch das geschäftige Großraumbüro einen Weg zu ihrem Schreibtisch bahnte, fingen die Kollegen an zu klatschen oder mit den Knöcheln auf die Tischplatte zu klopfen. Einige riefen sogar Bravo. Annie war über die Ovation erst irritiert, dann überrascht und erfreut. Sie hätte den Applaus gerne lässig entgegengenommen, mit einem ironischen Knicks oder so. Stattdessen fing sie an, wie eine Irre zu grinsen und wurde puterrot. Also wandte sie sich schnell ab und verdeckte ihr Gesicht mit der Mappe. Annie fühlte sich wie damals als 10-Jährige, wenn sie für einen guten Aufsatz vor der Klasse gelobt wurde. Sie war jetzt fast 30, Herrgott nochmal. Warum benahm sie sich immer noch wie ein unbeholfenes Kind? Sie versuchte unfallfrei über das Kabelgewirr am Boden bis zu ihrem Stuhl zu gelangen, um sich hinter ihrem Computerschirm zu verstecken. Als sie sich setzte und ihre Sachen auf dem Tisch verteilte, merkte sie, dass ihr vor Aufregung die Hände zitterten. Sie musste einen Moment die Augen schließen. Es ertönte ein langgezogenes Quietschen und eine dunkle Stimme raunte ihr zu: »Die Tradition verlangt, dass du morgen selbstgebackenen Kuchen mitbringst.« Dieudonné, ihr Schreibtischnachbar, hatte sich auf seinem knirschenden Stuhl gefährlich weit zu ihr hinübergebeugt und blickte sie erwartungsvoll an. Durch die dicken, gewölbten Brillengläser wirkten seine Augen tellergroß. »Aber nicht so einen trockenen Scheiß. Käsekuchen oder Käsesahne.« Er schniefte und knarzte zurück in eine aufrechte Position. Annie brach in nervöses Gelächter aus. Es klang schrill, wie sie fand. Sie hasste ihr Lachen. Einige Kollegen schauten zu ihr hin und sie schämte sich schon wieder, war aber auch erleichtert. Ein Teil der Spannung war weg. »Du siehst aus wie ein Kinderschänder«, sagte sie und kramte in ihren Unterlagen nach dem Handy. »Wie ein liebenswerter Kinderschänder«, behauptete er, drehte langsam den Kopf und glotzte sie schielend an. »Wie ein liebenswerter Kinderschänder, der morgen Kuchen bekommt.« Dann ließ er das Kinn so herunterhängen, dass ihm der Speichel von der Unterlippe tropfte. »Ih, creepy«, rief sie und war gleich wieder entsetzt, wie ordinär sie klang. Sie sah sich verstohlen um. »Hör auf damit! Zieh die blöde Brille aus«, zischte sie ihn an. Dieudonné war der Einzige, zu dem sie sofort einen Draht hatte, als sie beim Sender anfing. Als sie dem Redaktionsteam vorgestellt wurde, war natürlich schon durchgesickert, dass sie eine namhafte Journalistenschule absolviert hatte und in Südamerika erste Arbeitserfahrungen gesammelt hatte. Die meisten Redakteure hier waren Quereinsteiger, ehemalige Lehrer, Sozialarbeiter und Theatermenschen, die sich noch nie international bewähren mussten. Die scheinbare Herzlichkeit des Empfangs verbarg kaum die herrschende Skepsis. Man stellte ihr widerwillig Fragen zu ihrem Werdegang, deren Antworten, egal wie sie lauteten, als Überheblichkeit ausgelegt wurden. Annies Einsilbigkeit tat dann ihr Übriges, um auch den gutwilligsten Kollegen zu vergrätzen. Dann war Dieudonné hereingewalzt. Er kam mit 2 Tellern Kuchen und zog sie zu sich aufs Redaktionssofa, stellte ihr 1000 Fragen, aber unterbrach sie schon mit der nächsten, bevor sie überhaupt antworten konnte, sprach mit vollem Mund, spuckte Krümel, grinste sie mit schokoladenverschmiertem Gesicht an, lachte lauthals und fing irgendwann, zu ihrem maßlosen Entsetzen, an zu singen.
Dieudonné kümmerte sich um das Ressort Folklore, es hieß offiziell Lokales, was eine gewisse moralische und physische Standfestigkeit voraussetzte. Nach hunderten Dorffesten, Einweihungen, Umzügen und Veranstaltungen war er der wohl bekannteste Reporter des Landes, dessen Followerzahlen jeden Politiker vor Neid erblassen ließen. Trotzdem gab es immer wieder Leute, die sich von seinem Auftritt überraschen ließen. Sie erwarteten einen weißbärtigen Volkskundler in Safari-Weste und erhielten einen rumpelnden Riesen von den französischen Antillen.